Ja, mensen, complimenten aan alle mensen die hebben meegewerkt om het allemaal voorop te laten verlopen. Meine Komplimente an alle, die dafür gesorgt haben, dass das hier so im Zeitplan auch läuft. Wir hatten gesagt, dass es um 3:45 zu Ende ist, unsere zweite Besichtigung am heutigen Tage. Laut meiner Uhr ist es 15:43 Uhr. Wir haben es unfassbar gut hinbekommen. Und wir sehen jetzt hier V2 Facility, die für uns die Bahn der Körungen abbauen, um den Hengstball vorzubereiten. Das ist nämlich jetzt dann unser nächster Programmpunkt. Es geht natürlich darum, die Hengste, die schon vom Stammbuch ausgewählt worden sind, die sich schon qualifiziert haben, auch vorzuführen. Die sind natürlich am Samstag alle hier, um in der Meisterschaft teilzunehmen, aber eigentlich können weder die Hengste noch die Ställe warten bis Samstag. Deshalb bekommen wir dieses Jahr zum ersten Mal seit der Geschichte der Hengstkörung hier vom KFPS den Hengstball, bei dem wir 1,5 bis 2 Stunden lang sehen, was die Stammbuchhengste können. Verschiedene Ställe haben sich zusammengetan, um diese Show für uns vorzubereiten. Wir sehen also eine relativ große Variation und relativ breit gefächert, was so ein Stammbuchhengst eigentlich alles kann. Natürlich waren die Ställe unfassbar begeistert, dass sie sich jetzt schon präsentieren dürfen. Denn darum geht es natürlich letzten Endes nicht nur ins Stammbuch kommen, sondern auch im Stammbuch etwas Sinnvolles tun. Und dann können wir hier am Donnerstag ein wenig inspirieren und Ihnen vor allem zeigen, was unsere friesischen Pferde, was unsere Friesen eigentlich wirklich können und wie viel Talent sie mit sich bringen.
dames en heren, nog 5 minuutjes en dan gaan we beginnen met het Hengstenbal. 5 minuutjes en dan is het zover. Kom erbij. Nieuw op de KPS 62 en het Hengstenbal. Hengstenhouders waren meteen enthousiast om hun oogappels van stand traden. Organisatie komende zaterdag natuurlijk een hele belangrijke dag voor de boeg. En dan was de Hengstenhouders ook hartelijk dank. We hopen met deze mooie show op de donderdagmiddag plezier en inspiratie te brengen. Vooral ook om te laten zien wat onze Russische paarden aan talent in huis hebben. 4 uur kunnen we beginnen. Ga lekker voor zitten wensen. Prachtige sport in muziek vergroten. Um 4 Uhr. Also in knapp 5 Minuten geht es los mit dem Hengstball. Zum ersten Mal auf der KPS Hengstkörung. Die Besitzer und Hengsthalter waren natürlich sofort begeistert, um ihre Sterne hier strahlen zu lassen, aus den Ställen zu holen und ihnen zu präsentieren. Natürlich ist das am kommenden Samstag auch nochmal möglich und definitiv der Fall, aber man kann natürlich auch an so einem Tag wie heute gerne nochmal so richtig angeben und genau das ist auch der Sinn der Sache und das Ziel. Wir möchten allen Gestüten und Hengsthaltern noch einmal herzlich danken, dass sie mitgeholfen haben, dass wir diese wundervolle Show auch für sie vorbereiten konnten, die hier am Donnerstagmittag ein bisschen Spaß machen soll, sie unterhalten soll und vielleicht auch inspirieren, weil unsere Friesenpferde natürlich wirklich einiges an Talent und Sportlichkeit mitbringen und das wollen wir Ihnen heute hier auch genauso präsentieren. Viel Spaß! Best voor je doel.
Mensen gaan dan nog even wisselen. En u ziet al op de pony, zodat de eerste presentatie is die van Hengstenbal stelt op de kaart. Sie sehen es schon auf unseren LED-Bannern, dass es gleich losgeht mit dem Stall von der Kadik. Wir machen noch einmal die Bahn richtig schön. Und dann geht es hier gleich los mit unserem Hengstball. Wir bedanken uns schon mal für die hervorragende musikalische Untermalung beim Team von Koopmans Geluid, die hier für uns das ganze Wochenende über die Licht- und Tonaufgaben auf sich genommen haben. Und sobald der Trecker gleich aus der Bahn ist, geht's los. Orgeltje van die Britse, dames en heren. Wordt vandaag altijd een enkele muziek. En het wordt vanaf even dat ze de maand van de muziek. Ik zie al één land weer aan de overzijde. Ich sehe gegenüber schon eine Wedel- und Winklampe. Oh, da geht eine zweite an. Na, ganz langsam. 3, 4. Sie dürfen gerne eben mit Winken und Wedeln mit Ihren Telefonlampen. Die geht noch eben. Ich hoffe doch, dass da noch mehr Lampen im Publikum zu finden sind. Tun Sie mir den Gefallen. Hervorragend. Dann wird es auch direkt wieder gesellig und spaßig. Wo ist der Rest dann von Ihren Lampen, meine Damen und Herren? Da sehe ich schon wieder ein paar mehr. Sehr gut. Super. Nochmal. Noch ein bisschen mehr. Haben Sie nicht noch mehr Lampen? Ach, wie gesellig, meine Damen und Herren. Und dann ist es erst Donnerstag. Es muss noch Samstag werden.
Herzlichen Dank an das Team von V2 Facility. Letzte Runde und dann ist die Bahn hier völlig vorbereitet. Dankeschön, Dan. Der Maserati kommt nächste Woche um die Ecke. Aber erstmal wird er jetzt wieder in die Garage gebracht, denn es geht jetzt los mit dem Hengstbal hier auf der Hengstkörung. Zum allerersten Mal Teil unseres Programms. Und wir fangen an mit Live-Musik. Wir sehen uns bereit auf unseren LED-Borden. Es geht los mit dem Stau von der Kadik. Schauen sich vor allem die wundervollen Stammbuchhengsten an, aber auch darauf, wer sie präsentiert. Wir beginnen also mit unserem Hengstbal 2026 und dem Stau von der Kadik. Sind Sie vorbereitet, Löwen? Haben Sie Spaß? Wollen Sie es sehen? Ich werde immer tauber. Haben wir Spaß? Wollen wir? Hervorragend. Dann sind Sie tatsächlich auch hier.
Das sind Gänsehautmomente, meine Damen und Herren. Sie sahen zwei junge Hengste, die erst letztes Jahr Stammbuchhengste wurden. Seko 550 mit Franka Loos und Zieme 551 mit Hans-Peter Minderhaut. Außerdem sehen wir Dressurtopper Mürk 540, der zum Pferd des Jahres nominiert ist, mit Dinja van Liere sowie Mentor 542 mit Kirsten Brauer. Das sind olympische Reiter, die hier mit ihren Friesen auftauchen. Und die Live-Musik haben wir bekommen von Iris Kroes vom Stall van der Kadik. Ja, das war Gänsehaut hier
besser hätten wir nicht anfangen können mit unserem Hengstball 2026. Wir drehen noch eine Ehrenrunde. Seco 550, Sime 551, Mürk 540 und Menzo 542. Sowie die Reiter und Amazonen Franka Loos, Hans-Peter Minderhaut, Dinja van Liere und Kirsten Brauer vom Stall von der Verdiek und natürlich an der Harfe wie am Gesang Iris Kruse. Das ist natürlich Werbung für unser KFPS und die Stammbuchhengste. Eine großartige Präsentation vom Team Stall von der Verdiek. So schön. Was für ein großartiger Anfang unseres Hengstballs. So, wir bauen kurz die Hafenbühne ab und dann geht es gleich weiter mit dem Stall Chardon. Und es gibt so Hengste, die nur einfach eine Bahn brauchen, keine Zäune, keine Buchstaben, kein gar nichts. Die sehen einfach so eine Bahn und dann geht's direkt los. Und das gilt natürlich für Aucher 522 vom Stall Chardon, der zusammen mit Jakob von der Heide ein magisches Duo kreiert hat und formt. Und sie fordern vor allem das Beste ineinander. Aucher 522 ist 10 Jahre alt, kommt aus der leichten Show und ist mittlerweile ein Sport-Elite-Hengst. Und der Weg zum Grand Prix ist zwar noch lang, aber wenn ihr selbst hier einmal nachschauen wollt, wenn Sie einmal einen Blick drauf werfen wollen, dann denken wir, dass die beiden es definitiv schaffen zum allerhöchsten Niveau. Wir sehen also Aucher 522 und Jakob von der Heide aus dem Stall Chardon. Dus ik neem elke rustig besluit. De krant leg ik weg en de tv gaat. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood voor rood en blauw, helemaal hard voor jou. Leg om erop en ik draag het van je hou. Vandaag is rood voor rood weer liefde, is jou en mij. Rood weer van de buiten begint te strijden.
presentatie van Stal Chardon met Altgewerk VT en Jacob van der Heide. Vandaag is rood. Dames en heren, kant tegen applaus. Nog een keer voor... Eine großartige Präsentation von Aucher 522 und Jakob von der Heide vom Stall Chardon. Noch einmal ein großer Applaus für den Stall Chardon und Aucher 522 mit Jakob von der Heide. Sehen Sie sich das an. Und alle mit Klatschen, bitte. Ich hoffe, dass ich Ihnen nicht zu sehr ins Ohr schreie. Ich sitze auch in der Halle. So. Und dann geht es weiter mit dem Stall Hengstenbal. Nane 492, wer kennt ihn nicht? Ist Pferd des Jahres gewesen, ein großartiges Farbpferd, hat die Sofobo gewonnen und ist mittlerweile auch noch ein Sport-Elite-Hengst seit diesem Jahr. Er kann es natürlich selbst, aber noch wichtiger für einen Stammbuchhengst ist natürlich, dass er es auch weitergibt an seine Kinder, all diese großartigen Leistungen. Und so sehen wir die Kombination von Souplesse und Technik nicht nur in ihm, sondern auch in seinen Nachkommen. Wir sehen also gleich Nane 492 mit Sibren Minkema und eine wundervolle Show auch noch vorgeführt von Gouverneur von Hengstenbal und Frisos Yannick, beides Pferde, die ihrem Vater alle Ehre machen. Sie werden geritten von Hermina Hollwerder und Sophie Vessianen. Aber wir beginnen natürlich mit Nane 492, einem großartigen Sportpferd. Wir warten noch auf die Teilnehmer vom Stall Hengstenbal mit dem legendären Nane 492. Der kommt angespannt am Schees, am friesischen Schlitten. Und er nimmt zwei von seinen Söhnen mit, nämlich Gouverneur von Hengstenbal, geritten von Hermina Hollwerder, und Frisos Yannick, geritten von Sophie Vessianen. Sie kommen aus Aldeborn. Eventuell sind die immer noch unterwegs, 5 Minuten länger als ursprünglich geplant. Und da sind sie dann, meine Damen und Herren, das Team vom Stall Hengstenbal.
En die knap even mee. Met z'n allen. En er is een aanval. Er is een aanval. That's it. Klatschen Sie gerne mit, meine Damen und Herren. Er kommt an, er ist beinahe da und da ist er, Nane 492. Und wir machen einmal alle mit Hände zum Klatschen. Wir sehen die Ikone Nane 492 mit seinen Söhnen Gouverneur von Herzogin und Frisos Yannick. Das war also die Vorstellung vom Stall Chardon. Lassen Sie sich noch einmal hören für Nane 492 mit Sibren Minkema am Schäß und seinen Söhnen Gouverneur von Herzogin mit Hamina Holwerder und Frisos Yannick mit Sophie Vessienen. Was für ein großartiger Nachmittag und was für ein guter Auftakt für unseren Hengstball. Und Sie sind so leise, meine Damen und Herren. Machen Sie ein bisschen mit der Stimmung. Und auch einen herzlichen Dank an die Damen, die hier für uns diese sämtlichen Scherpen der Siege für uns gehalten haben. Das war also der Stall Hengstenbal mit Nane. Weiter machen wir mit den Brüdern von Mane, wo zwei sehr talentierte und begeisterte Amazonen den Stall und auch die Hengste vorstellen. Wir sehen jetzt gleich Jorke 532 und Hilbert 529, jeweils 7 und 8 Jahre alt. Und sie haben beide mit 6 Jahren das Sportprädikat eingeheimst. Wir sehen Hilbert 529 mit Corinna van der Beuns und die mittlerweile in der ZZ Licht Tour reitet.
und Jorke 532 mit Shannon van Maanen, die mittlerweile in der Z-Tour reitet. Sieben und 8 Jahre alt. Hilbert 529 und Jorke 532 mit Shannon van der Maane und Corina van den Bunt. Was immer sie wollen, meine Damen und Herren. Beide Hengste haben mit 6 Jahren bereits das Sportprädikat einheimsen können und Sie sehen hier, warum. So korrekt, so akkurat. Wir bleiben dabei, machen noch ein bisschen Radau für die Gebrüder Maanen. Jorke 532 und Hilbert 529. Schön. Und dann kommen wir zum Stall Fischer-Föhring.
Da kommt gleich ein Video, wenn ich mich nicht täusche, auf unserem Bildschirm. The future of equestrian intelligence. Welcome to Stud Farm and Stallion Station. Freeze this or fluid. Die Stuterei, das Gestüte Fischer-Föhring, zu Hause von 3 verschiedenen KFPS Stammbuchhengsten Volta 513. Wander 512 und Hildwin 528. Heute Nachmittag stellen wir ihn sehr stolz Wander 512 mit 2 seiner Söhnen vor. Und am 18. Januar ist der Tag der offenen Tür. So, um ihn geht es, um Wander 512 und 2 Söhnen. Und hier sehen wir Sidon W., einer der Söhne, gezüchtet von A. Wink in Ehlerhausen, ein Bronzemedaillist in der Friso-Florian-Pokal in 2052, ein Sohn von Wander 512 und der Sternstute von Thiemen 456, die von einer Sternsportstute des unverwandten Jakob 302 gefolgt wurde und eine Urgroßmutter in der bekannten Diana W. Hat, die Kronsportpräferenten Leistungsstute ist und da vor allem ausschließlich Modellpräferentenstuten in der Mutterlinie von Sidon W. zu finden sind. Genetisch also ein sehr diverser und einzigartiger Hengst mit einer super starken Mutterlinie und sehr viel Zuchtkraft aus dem bekannten Stamm 2. Und das macht sie dann natürlich sehr interessant. Machen Sie gerne noch mal ein bisschen Krach für diesen Sohn. Sehr schön. Wir sind Familie, das stimmt natürlich auch. Reitje van de Polen ist ein weiterer Sohn. Er ist Finalist im Horses to Fly in den Fahrwettbewerben 2026. Er kommt also morgen hier auch zurück auf unsere Bahn und ist Fünfter geworden bei den Friso-Florian-Pokalen in 2025. Er ist auch ein Sohn von Wander 512 und der Stern-Doppel-A Stute, die Tochter von Ulrich 457 war und gefolgt wurde von einem Kronpräferenten Doppel-A-Tochter von Onne 376 gefolgt wurde, der wiederum eine Sternpräferentenstute von Peke 268 vorstand. Eine Linie mit sehr viel Sport aus dem bekannten Stamm 103. Reitze ist als Fohlen zum Champion in Hemrik geworden und hat in der zentralen Untersuchung und wird dieses Jahr in der zentralen Untersuchung mitlaufen. Im Moment wird er vom eben gesehenen Jakob von der Heide, der Grand Prix-Reiter ist, ausgebildet. Wir sehen also Reitze van de Polen, auch ein Sohn von Wander 512. Eine großartige Präsentation hier der 2 Söhne von Wander 512. Im Moment sehen wir nach wie vor Reitze van der Polen. Machen Sie gerne noch ein bisschen Krach. We
We hebben die landen bij 2 schorten aan topwerven die alweer de kampioenen zijn. Ja, wir sind Familie. Wander 512 ist ein Sport AAA top weiterverehrbar und hat schon viele Champions, Reservemeister und auch Test-Toppers hervorgebracht. Wir sehen ihn jetzt gleich unter dem Sattel mit Merle Vöhring. Er hat schon 4 Toppers in den ABFP-Tests hervorgebracht. Seine Tochter Sikeline B. hat 2024 das höchste Resultat in den ABFP-Tests erreicht mit 89,5 Punkten. Außerdem ist er ein sehr rassentypischer und ausdauernder Hengst mit ausgezeichneter Bewegungstechnik. Na, Merle hat das hier schon gesagt, können Sie nicht ein bisschen mehr Stimmung machen und auch ein bisschen mitklatschen? Das würde Sie sehr freuen. Suzanne Sidonwe, Suzanne Retze van der Pole und das ist der Wander 512. Wander, selbst ein Sohn von Lodewijk 431 und einer Sternstute von Bert 411, hat auch die Sternstute Upke 2 von Upke 266 in seiner Stammlinie und kann als relativ unverwandt beschrieben werden, was natürlich auch wieder gut ist. Und vor allem seine Sternreferenten-Stutenmutter ist von Nan 264. Wir sahen hier also eine hervorragende Familie, die Wander hervorragend präsentiert haben. Wir sahen vom Stall Fischer, Vöhring, Wander 512, Sidonwe und Reize van der Pole. Und da ist er nochmal und Sie dürfen auch gerne nochmal mitklatschen, wenn Sie möchten. Merle würde das erfreuen. Ja, Merle hat kurz bei der VIP-Tribüne bekannte Gesichter gesehen und denen sagt sie schnell Hallo. So schön. Sehen Sie sich das an. Das ist ja der Hengstball hier bei uns am Donnerstag. So, die Dressurbahn wird jetzt aufgebaut, oder zumindest die Markierpunkte dafür. V2 Facility macht das hier absolut schnell. Das sind großartige Jungs, die hier schon seit Tagen nur noch für uns am Malochen sind und wirklich viel arbeiten. Und die haben auch in den letzten Wochen fast Tag und Nacht klargestanden, um dieses Event für uns zu organisieren. Und darum auch gerne noch einmal für V2 und das Team, das uns jetzt hier die Bahn aufbaut, einen Applaus, wenn Sie mögen. Ja,
Ja, dann kriegen wir jetzt hier gleich das friesische Quartett. Dat gaat u zo dadelijk beleven. Namens van de Nieuwe Heuvel presenteren 4 stamboekhengsten. Wir sehen nämlich gleich direkt 4 Stammbuchhengste gleichzeitig. Boet 516 mit Sabine van der Loenhorst, Arendt 515 mit Mareike Buhlen, Auert 514 mit Sandra Jansen und Tide 501 mit Brandin den Hartog. Die Damen bei De Nieuwe Heuvel präsentieren diese Stammbuchhengste, die alle, wie gesagt, schon lange gut zugelassen sind. Wir haben hier sowohl Dressur, Spitzenreiter als auch Sattel und angespannte Hengste. Alle 4 lassen sehr gut sehen, was das Friesenpferd so kann, sowohl im Sport als auch von genetischer Seite. Und wir haben sie natürlich auch mit 4 passionierten und erfahrenen Amazones zusammen auf der Bahn hier, sodass der Nieuwe Heuvel sich hervorragend präsentieren kann. Und wir hoffen, dass sie wirklich genießen können und dann mit einem großen G.
Dames en heren, perfectie tot in detail. This is power, this is the power van de Niederheuvel. Het moet bij 6 met Sabine van der Loer. Das war detaillierte Perfektion, meine Damen und Herren. This is Power. Und das war es auch, eine mächtige Präsentation vom Nieuwe mit Boet 516 und Sabine van der Loenhorst, Aachen 515 von Mareike Buhlen, Auert 512 und Sandra Jansen und Tide 501 mit Brandin den Hartog. Noch einmal die Hände benutzen, meine Damen und Herren, vor das Team von De Nieuwe Heuvel. Und wir haben auch wieder ein großartiges Publikum. Sie lassen sich das nicht nehmen und machen mit. Dann ist es für mich als Stadionsprecher angenehmer und natürlich auch sehr viel begeisternder für die Damen, Herren und die Pferde auf der Bahn. Vielen Dank dafür. Sie hören Bert gelegentlich Moi sagen, das ist niederländisch für schön. Die Dolmetscherin wird das nicht jedes Mal übersetzen, aber Moi ist schön. Hervorragend gemacht. Wie gesagt, Perfektion bis ins letzte Detail. Wir machen weiter mit der Präsentation der Hengsthalterei Familie Bosma. Ein Pas de deux mit 2 Pferden und 2 Amazonen, die eine gute Musik gewählt haben, um in Harmonie zu präsentieren, worum es geht in der Dressur. Die Hengsthalterei der Familie Bosma hat heute Nachmittag sich dazu entschieden, ihre Paradepferde vorzustellen. Tjebbe 500 mit Raya von Linzer und Take 455 mit Frema de Jager. Und zu zweit werden sie dann, wie Sie gleich sehen werden, 1.
Bravo! Vielen Dank, Hengsthalterei Familie Bosma, für diese Vorstellung von Tjebbe 500 mit Raya von Linse und die nur 20 Jahre alt ist. Und Take 455 mit Fremer de Jahre. Es war so schön. Noch einmal mit ein wenig Applaus, meine Damen und Herren, für die Familie Bosma. Take 455 und Tjebbe 500. Super. Dann machen wir weiter mit dem Hengst, weil wir kommen zum Stall Baron Spahn. Der internationale Grand Prix Hengst Jeroen 535 kommt, wie Sie sich das eventuell schon vorgestellt haben, für eine Kür zur Musik auf die Bahn. Das ist das, was er am besten kann, denn zusammen mit Marc-Peter Spahn reitet er mittlerweile schon über den 70% in seinen Ergebnissen. Das ist sowohl zwischen den Warmblütern als auch im internationalen Feld. Sie dürfen also gerne sich zurücklehnen und genießen Jeroen 535 und Marc-Peter Spahn.
paard op het allerhoogste niveau in de dressuur. Das Friesenpferd auf höchstem Dressurniveau. Wir sahen Jeroen 535 mit Marc-Peter Spahn. Lassen Sie noch mal alles hören, was Sie so haben, meine Damen und Herren, für dieses Top-Duo. Vor allem bei dieser Ehrenrunde. Vom Stall Baron Spahn sahen wir hier in der Passage, in der Pirouette, mit den Doppelpirouetten Jeroen 535 und Marc-Peter Spahn auf Weltniveau. Ich finde, dass das ein relativ magerer Applaus ist, meine Damen und Herren. Ja, en dan naar het team van stal de Mesken. Und dann kommen wir an beim Team vom Stall de Meersken, die hier einen sehr speziellen, einen ganz besonderen Friesenzug für Sie vorstellen. Ein Zug aus 5 wundervollen Friesen, die natürlich angeführt werden vom Präferenten Johannes 484, die mit der jungen Dame Ela Ockemar ausgestattet ist heute. Es geht auch um eine Familienpräsentation, denn sowohl Ache als auch Marike Ockemar werden Sie auf den Pferden sehen. Sie werden dann begleitet von, sie reiten Elcha 536 und Kanne 534 und auch Jelma Ketela auf Marzen 521 und Iris Weinstra, die ein super Duo ist, zusammen mit Manns 543, werden Sie hier sehen in einer ganz besonderen Vorstellung des Stall Meersken. Stal de Mesken.
Das sind sie dann, Familie und Stall de Mersken. Mit Ilke 536 sehen wir Acho Ockema hinterm Pferd laufen. Elka 536 mit Ache Ockema, Johannes 484 mit Ela Ockema, Manns 543 mit Iris Weinstra, Marzen 521 mit Jelma Ketela und Kanne 534 mit Marike Ockema. Das war Stall de Meerske und Whatever You Want, meine Damen und Herren, was immer Sie möchten. Und auch super von Ela Ockema mit Johannes 484. Und dann sahen wir Marike Ockema mit Kanne 534 die Bahn verlassen. Wir sind begeistert, dass sich so viele Ställe dazu bereit erklärt haben, heute mit uns ein wenig den Hengstball auszurichten. Wir machen weiter mit der Deckstation Gastelands. Die machen die Bahn frei für eine wundervolle Kür zur Musik. Sie präsentieren ihren 6-jährigen Martinus 539 mit der talentierten Amazone Mette-Marit Eppinger im Sattel. Martinus 539 ist allgemeiner Reserve- oder Vizemeister geworden 2024 und kommt in der Dressur in der Klasse L2 vor. Wir sehen also Martinus 539 mit Mette-Marit Eppinger.
Well done, beautiful presentation. 2 years ago, champion of the stallion inspection in 2024, Martinez 539, together with Mette Marit Eppinga. Breeding station Hengstenbal. Very brave on her own with such a young stallion. And we're going to see him again this Saturday. Martinez 539 together with Mette Marit Eppinga. And she really wants to show her horse to the audience. And we're going to the last presentation of today, and it's going to be a really cool one. This is a collaboration between Harry van Middelaar, HVM, and the Chardon stables. And we are going to see some motorbikes as well, and maybe you will recognize who's driving them. And this is an excellent opportunity to show the character of the Frisian horse. This is going to be spectacular. We're going to look at Friso 518 with Gosse Pieter Hellinga and Hielke 530 together with Jacob van der Heijden. Together with two motorbikes. Last but not least, here in this first day and this very, very first stallion parade. And Saturday they will come back, and Saturday it will be fully packed with people.
What a perfect show of character. The Frisian horse is not impressed. It will come back. And did you like it? What a beautiful stallion parade this afternoon. Friso 518 and Hielke 530. And of course the motorbikes. And did you recognize the people on the motorbikes? Jelmer Chardon and Harry Millema. En zo zie je dat met het KVS een prachtige samenwerking gewoon echt. And here you can see how something can be co-created with the Stadbook together. Let's give them a standing ovation. Here they are one more time. Jelmer and Huddy on the motorbikes. Gosse and Jacob with Friso 518 and Hielke 530. And that was the last show for today. Tonight we're going to have the Hinder van Harig Theater performance. One more time for these beautiful two stallions. I hope you guys like this. Should we do this next year? No. Next year we're going to do this again. It was beautiful. We're going to have a break because tonight it's going to be the show evening with It Hinder van Harig theater evening. And this live stream will stop, will not broadcast. I will see you guys tomorrow in the second day of the second viewing. I hope you liked it. I hope you will join us again tomorrow. And if there's anything you want to let us know, please contact us at the KFPS website or our Facebook page. Let us know if you like it, if you want to see or hear more or less. See you tomorrow.